Hey, ist der Vega. Bevor wir loslegen, ganz kurze Info. Beim letzten Video ist meine erste Spielsession zu Ende gegangen. Ich habe aber keinen sauberen Abschluss gehabt. Es hat einen kleinen Sprung drin gehabt, aus dem Grund, weil ich das Video rausgelassen habe und dann gemerkt habe, ups, ich habe noch 3-4 Minuten ja, übrig, und aus dem hat sich definitiv nicht gelohnt, noch ein Video zu machen. Darum gibt es jetzt einen kleinen Sprung, aber ihr habt nicht irgendwie wirklich etwas verpasst und es geht gerade los mit der zweiten Session. Viel Spaß! Power restored. All primary systems online. Yay! Hey, also, herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Ich bin der Vega von Green Games für Plevetia und ich habe heute einiges vor unter Wasser. Oh, da schwimmt noch mein Dings, mein Inventar rum. Ja, fangen wir doch mal an. Ich habe meinen Fabricator und ich sehe da gerade so ein Symbol aufleuchten, das heisst, da habe ich irgendwelche Kommunikation, die für mich da ist. Oh, das Design sieht ein bisschen anders aus. Nice. Es hat mittlerweile ein Update gegeben, sehen Sie oben, rechts oben. June 2017. Das letzte grosse Update war vom April gewesen. Und jetzt, wenn wir mal schauen, ob sich gross etwas geändert hat. Ich sehe, also ich würde gerne das Communication Relay hier bauen, weil ich habe im Moment nur eins in meinem Escape Pod. Und ich sehe gerade, ich brauche eigentlich auch etwas Essen. Irgendwie ist es ein bisschen laut, Moment mal schnell. Da. So, ja, das ist besser. Du musst schnell ein bisschen so viel Zeug für ein Wiring-Kit haben. Ist nicht anzunehmen, das ist Silber. Einmal Silber-Ore. Okay, das sollte eigentlich machbar sein. Dann brauche ich etwas Essen und dann sollte ich meine Base aufbauen. Wird es etwas Neues geben mittlerweile beim Base Building. Verstärkung, Hatch, Window, Vertical Connector. Ah, okay, da kann man noch nach oben gehen und dann wahrscheinlich einen Leiter bauen. Ja, voll. Okay. Und ich habe eigentlich viel Material dabei. Nicht allzu viel. Okay. Da habe ich mal locker. Ja, das ist recht gut gefüllt. Rebreather. Oh, der ist grösser jetzt. He? Okay. Also, ja, da tue ich mal ein paar Sachen noch schnell ablegen, die ich jetzt gar nicht sofort brauche. Signal 17 brauche ich auch nicht. Flare. Ja, ich brauche mehr Platz, mehr Speicherplatz. Life of my planet fall intact approximately 1 hour ago. Environmental instruments were knocked offline. Bla bla bla. So, das ist quasi das Log von dem Escape Pod, den ich in der Nähe gefunden habe, der kaputte. Also sie sind angegriffen, oder irgendetwas knallt die ganze Zeit gegen ihre Hülle. Und sie wissen jetzt nicht genau, was es ist. Propulsion Cannons. Okay, das klingt spannend. See if I can reinforce the lifeboat hull. Also wenn die angegriffen worden sind, die hier ganz in der Nähe, müsste ich mir fast ein bisschen überlegen, ob ich sowas Ähnliches nicht auch mache. Aber im Moment finde ich es, glaube ich, okay. Was habe ich da drinnen Schönes? Gar nichts. Ah, das ist noch zusätzliches Storage. Vielleicht könnte ich da mein Baumaterial für den Moment hier speichern. Das Seekleid ist ein bisschen kleiner, das ist recht angenehm. Okay. Also, let's go. Ah, warte mal. Meine Wasser-Sauerstofflinie, die habe ich ja immer noch. Ich könnte das hier machen. Okay, also, und jetzt mache ich mich kurz auf den Weg nach ein paar Fischli. Caution. Blood nutrient levels decreasing. Calorie intake recommended. Oh, kann ich die überhaupt essen? Shit. Blueprints. Datenbank, Flora, Fauna. Baitfish. Au.
Edible, okay. Also, sieht zwar nicht so wahnsinnig dicht 30 aus, aber seconds. besser als nichts. So, Vader Welcome Base. aboard, Captain. Welcome aboard, Captain. Okay. Gucke. Wasser brauche ich auch relativ bald. Und so. Vital signs stabilizing. Ah, okay. Also, ist nicht so ideal gewesen. Ich brauche noch mehr, ja, wieder Fall. Die sind ja nicht allzu schlecht. New creature Reginald. discovered. Holy. Okay. Da geht es ein bisschen weit, aber 30 seconds. ist mir Base da. Okay, das sieht auf jeden Fall mega spannend aus, aber da brauche ich definitiv mehr Sauerstoff, um abzugehen, weil ausser es hat da irgendwo eine Kapsel drunter, wo ich könnte, also eine Blase quasi, wo ich könnte Sauerstoff regenerieren, dann würde es gehen, aber einfach so ist das ein bisschen Selbstmord. Oh, was ist das Schönes? Das sind ja die Giftkorallen. Ja, wir jetzt noch weiter ab. Redwood. Interessant. Noch was mitnehmen? 30 seconds. Okay. Jetzt lang Gott. Okay, Fische gucken. Und ich behalte die nämlich noch ein bisschen auf. Nochmal einen. Oha. Warning, emergency power only. Oha, brauche ich dann Powerzellen noch? Schlecht. Guckt. Gut. Ungünstig. Wie komme ich da zu einer Powerzelle? Kommen jetzt 2. Tür. Ah, 25 pro Minute. Da brauche ich noch weiteren. Quarz und Titanium. Das sollte ich eigentlich können. Und jetzt, was dunkel ist, kann ich es natürlich nicht aufladen. Okay. 30 seconds. Gibt es nur die zwei Formen von Power? Solar. Okay, jetzt ist zumindest wieder ein bisschen Strom. Power restored. All primary systems online. Quarz. Nee, brauche ich einen Ort, wo ich Ressourcen sammeln kann. Jetzt nehmen wir vielleicht gleich mal da oben. Wo ist das gewesen? Da. Gold. Schade. Oha, was ist das da? Seamoth! Das wäre das letzte Teil, glaube ich. Da könnte ich mir tatsächlich bauen. Was? Seamoth Frey. Jetzt haben wir das wieder zurückgesetzt. Oh, shit. Shit. Thirty seconds. Ja, oh nein, mein Messer ist schon da. Jetzt. Also machen wir jetzt ein bisschen Bleach und Wasser. Einfach so viel, wenn ich kann. Für anderes brauche ich es nicht. Oh, das wär's schon. Das ist wenig Salz.
Also was mir so ein bisschen fehlt bei dem Game ist so Automatisierungsprozess. Also dass man jeder Scheissdreck muss ich einfach wieder vorne muss anfangen, oder? Also wenn irgendwie irgendeine Ressource, eben zum Beispiel Bleach fehlt, dann kannst du nicht einfach nur auf das Wasserknöpfchen drücken, wenn du alle Materialien hast, sondern du musst wirklich zuerst Bleach machen und dann Wasser und alles wirklich so ein bisschen einzeln nacheinander machen. Ich erinnere mich einfach da so in Minecraft, dass es Möglichkeiten einfach ein bisschen vereinfacht würden. So, aber das ist mal sehr schön. Salzen könnte ich sogar noch ein bisschen. Ich hole mir noch 2, 3 Fischchen. Und dann wir die nämlich auch einsalzen. Damit ich dich mitnehmen. Also die Bumerangli sind nicht, glaube ich, nicht so schlecht. Gut. Der Regen halt. Nicht gewesen. Verwünscht. Komm schon. Oh. Lag. Okay. Spätfisch. Da. So. Das müsste 30 lang. seconds. Was? Also. Oh, und eine Energiezelle für mein Siegleit bräuchte ich dann auch noch. Ah, Mann. So viele Sachen immer. Also. Ich habe noch Bumerangs, aber kein Salz mehr. Habe ich nicht noch Salz? Habe ich alles aufgepickt? Eins habe ich noch. Bumerang. Dann haben wir alles, was ich übrig habe, noch kochen. Also, in dem Fall nichts mehr. Perfekt. 4-mal. Fackel brauche ich glaube nicht. Floater brauche ich auch nicht. Das Gold auch nicht. Dings war halt nur nice. Oh, das ist neu. Das Messer, das letzte Mal habe ich ja, oder die letzte Session hatte ich ja ein Problem gehabt mit dem Messer, das die ganze Zeit Durability verloren hat. Das ist jetzt anscheinend nicht mehr der Fall. Das hat jetzt keine Durability mehr. Machen wir das. Das ist natürlich angenehm. Jetzt schauen wir schnell Energiezellen. Tronics. Kupfer und Pilz. Batterie. Machen wir doch mal. Kupfer. Nein, das ist Gold. Kupfer. Und Pilz. Brauchen wir noch mehr Pilze. Und Kupfer wäre auch noch gut. Was war das für eine Strömung? Ja, egal. Findet. Oh, da geht es verdammt tief runter. Ich habe doch mal erzählt von meinem, ja, wie soll ich sagen, Angst kann man nicht sagen, aber so mein Unwohlsein vom, ja, von so tief runterzugehen und so. Und das, ja, das kommt etwa in so die Richtung Problem. Also ist kein Stress, kein Problem, aber wenn das jetzt quasi in echt wäre, dann hätte ich dann einen riesen Baum. Vor allem wenn die Haifische die ganze Zeit rumschwimmen. Welcome aboard, Captain. Also, eine Batterie kann ich zumindest machen. Silber habe ich aufgepickt, also ich kann jetzt das Wiring-Kit noch machen. Und das war für etwas mit dem Fabricator. Ah, zweites Solarpanel. Nein, das war es nicht. Communication, ja. Also da holen wir schnell Titanium. So.
Ich will ein Communication Relay. Ja, und dann kann es ein bisschen in der Nähe halten. So. I need deconstruct. Alpha 3, uploading coordinates, plugging some holes, seriously. Okay. Also die haben ein ähnliches Problem, hä? Signal. Acquired assistance surviving radiation. Okay. Ich sollte aber schon mal ein paar von diesen Quests machen, aber irgendwie brauche ich Power auf jeden Fall. Irgendwie gibt es Tasten zum auf die Batterie zuzugreifen. Wo ist das? Keyboard. Ski Redemption. Also. Cycle? Nein. Slot? Nein. F? Echt. Reload. Okay, mit einer Batterie kann ich es 100% aufladen und dann habe ich sie aufgebraucht. Ah, okay. Dann tue ich es aber jetzt mit der 22%igen. Ah, cool, also der Siegel braucht effektiv nur Batterien. Das heißt, mit dem komme ich recht weit dann. Ja, das ist doch schön. Das ist doch sehr schön. Okay, das heißt, ich habe eine Reserve-Batterie. Habitatbilder ist eigentlich recht bald noch leer. Ich habe ein bisschen Titanium. Ich würde echt gerne ein Austeil bauen. Zwar Vertical Connector. Yes. Und da oben einen. Wahrscheinlich habe ich für den keinen Platz. Ah, da. Ah. Ah, ich habe zu wenig Titanium, klar. Das sieht cool aus. Das sieht echt cool aus. Ich kann nicht mehr da mit einem Leiterli dann rauf. Okay, also Batterie hätten wir, Essen hätten wir. Jetzt ging es eigentlich darum, erkunden. Ah ja, Mushrooms brauche ich natürlich nicht. Ups. Wo ist das Repair-Tool? Ups. Das soll ich jetzt eigentlich nicht wählen. Hull integrity restored. Oh mein Gott. Training systems initiated. Oh mein Gott. Okay, Rechtsklick mit dem Messer ist sehr schlecht in der Base. Wow.